Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Ich bin da gerade auf der neuen Höhe, wie ihr seht. Ich bin rasch im Creative-Modus, um das zu machen. So herrlich, ich sag's euch Leute, das ist die neue Höhe vom neuen Baum. Geil. Er wird so groß. Ja, das haben wir glaube ich noch nicht gesehen. Wir haben den mal noch. Es ist jetzt mega dunkel, aber es hat keinen Regen mehr, nichts, und es sieht mega schön aus. Es ist immer im Sternenhimmel. Das Problem ist im Moment das Bahnen und die Viecher, weil noch nicht alles gelöst ist. Dann will ich euch noch mein neuestes Projekt zeigen, das ich im Kreativmodus habe, und das laggt gerade wieder. Dankeschön. So, probieren wir es so. Ist es besser? Ja, ein bisschen. Mein Projekt ist eine Monsterfalle. Ich habe mich endlich damit befasst, wirklich. Jetzt sind wir rasch rein, schauen. Da wird sie aufgespült, also sie wirkt langsam. Ich müsste einfach noch mehr Patterns haben, also so Plattformen, wo es reingehen könnte. Da kann man schauen. Da ist es eben noch nicht gemacht alles, es ist alles noch im Entstehen. Ich habe das mit so Schildern gemacht, weil dann gehen sie da rein. Da wieder mit Schildern, oder? Die werden eigentlich automatisch gerade weitergespült. Ah, da hängt es, okay. Das ist blöd, aber jetzt da, schaut. Die Strömung ist immer gegen vorne. Immer. Gut. Und dann werden sie da aufgespült. Da hocken dann alle zusammen. Theoretisch sollte es da noch weitergehen. Ich sehe gerade da das Problem. Noch Schilder. Ja, lassen wir mal durch. Ja, das ist aber blöd. Wenn wir da unten gleich auch. Ah. Egal, soll jetzt nur zu Testzwecken sein. Aber das darf nicht sein, dass die weggespült werden von da. Aber wisst ihr was? So. Nein, das geht auch nicht. Ja, eben, wie ihr seht, es ist alles noch am Entstehen. Und ich bin auch selber noch nicht ganz sicher, wie ich es mache. Es gibt aber schon wieder Änderungen auf jeden Fall. Das darf auch nicht sein. So. Gut, die sammeln sich dann alle da, wie ihr seht. Es sind ein paar. Ach, das ist doch mühsam. Genau darum regt mich die Monsterfallen auf. Egal. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal, wie sie angeschaltet funktioniert. Ich habe noch keinen Ausschaltknopf, aber eben, ich werde eine neue machen. Ich werde auf jeden Fall eine neue machen. Ihr Gesichter, wieso gehen die nicht einfach rein? He? Egal, wir haben ja ganz viele Eier zum Testen da. Los, stellt euch mal auf. Und jetzt testet für mich die Falle. Los, aber in die Grube. Genau. Relax. Genau, sie werden dann einfach durchgespült, oder? Voll genial. Und dann, ich möchte eben eigentlich eine, die da läuft, muss man da mit einer Glocke das Teil einschalten. Ich hoffe, es geht jetzt und es ist nicht kaputt. Doch, es tönt irgendwie kaputt. Irgendjemand hat wieder etwas rumfigurätelt. Ah, Leute, das ist so mühsam, wenn ich etwas aufbaue, es funktioniert und dann will ich es zeigen und es funktioniert nicht. Ich muss rasch schauen, wo da der Fehler ist. Ich sehe keinen Fehler. Schalten wir es halt von da unten her an. Das geht auch. So. Das ist so ein Teil, das immer rundherum läuft. Wieso kommt dort Wasser raus? Wieso kommt dort Wasser ab? Was ist da los? Geht weg, ich will das Teil platzieren. Die werden
wird alle runtergespült. Lässig. Oh, Leute, das nervt mich so fest. Wieso zur Hölle jetzt das Loch? Kann mir das jemand sagen? So, jetzt ist es zu. Sorry, Leute. Ah. Wo bin ich? So. Ein Riesenloch. Gut, jetzt. Jetzt packen sie wahrscheinlich um, weil es zu viel sind. Die werden da aufgedrückt und schwimmen dann automatisch rauf. Ich weiss nicht, wieso das jetzt wieder blöd rumpackt und nicht funktioniert. Ich habe mich so gefreut, bin so stolz gewesen, dass es funktioniert hat. Irgendwie sind sie am Rumbacken, es geht nicht mehr. Sie werden dann auf jeden Fall da selber schwimmen durch, können immer wieder schnaufen, weil es zwischendurch Schilder hat, oder? Das ist logisch. So Wasser-Luftkammern. Dann werden sie da übergetrieben. Mit dem Kopf kommen sie ins Lava rein und schwimmen rauf. Aber sie kommen ja nicht weiter, also bleibt der Unterteil immer außerhalb von der Lava und Dropskate einfach rein. Ah, da hat es auch wieder ein Loch. Wo ist jetzt das Loch? Flüge einfach. Ah, das ist das, was ich vorher selber gemacht habe. Der ist jetzt am Versaufen. Nein, doch nicht, der hat es noch geschafft. Amix bleiben sie stecken, aber sie schaffen es meistens. So funktioniert es. Gut, haben wir es auch noch gesehen. Die nervt mich gerade ein bisschen. Und sie nervt mich eben auch, weil ich alles im Creative-Modus erstellt habe. Sowieso, ich bin nicht der Kreativer. Und ich habe mir sagen, das haben wir jetzt alles im Creative-Modus gebaut. Meine Burg haben wir praktisch alles hergecheatet. Dort unten habe ich auch mit hergecheatet. Noch nicht Creative-Modus, gell? Das habe ich wirklich selber noch hergecheatet. So mit Schreiben und so. Also so, T, GIF, bla bla bla, Sephiroth 19, so und so viel das. Ja, und dann kommst du maximal 64 über, also es war recht geschissen. Ich hatte too many Items auch nicht, nichts. Und dann musste ich sagen, so habe ich keinen Bock mehr, ich will Minecraft spielen, ich will nicht nur Lego bauen. Also, nichts gegen Lego bauen, mir macht das Spass, ich will den Baum in Creative-Modus ziehen. Also normal kannst du das nicht machen, oder? Ich will das machen, aber gleichzeitig will ich mir einen Ruhepol haben, wo ich Minecraft spielen kann, so wie es ist. Und jetzt bin ich gar nicht sicher wegen dem blöden Regen. Mal da. Habe ich mich verpisst. Ein Kollege hat auch noch angefangen zu spielen. Da habe ich gesagt, komm jetzt fangen wir zusammen an. Ich zeige dir alles am Anfang. Und einfach ohne Cheats. Und ich habe auf Härte eingestellt. Das sind noch die Sprungbretter von der Männlichkeit, für die, die sich wirklich getrauen. Und ja, es macht einfach Spass so im Herd. Also man muss wirklich wegrennen von diesen Zombies, wenn 2, 3 kommen. Das ist nur das halbmännliche Sprungbrett. Und das Skelett, ey, es ist richtig gefährlich. Creepers, bam, wenn sie zu nahe sind, stirbst. Nicht nur, wenn du ganz nahe bist. Und es macht mir wirklich Spass so. Es ist mal herausfordernd. Ganz männlich, gut gemacht. Ja, eben richtig. Ich bin jetzt noch im Creative-Modus, darum habe ich keine Angst. Und ich möchte auch nicht wirklich gross zeigen, was ich so gemacht habe. Nur etwas. Also dort oben ist ein Kollege von uns sein Projekt. Das wird dann irgendwann schon mal hergezeigt. Vielleicht, also es ist übrigens der Runenkrieger, der jetzt spielt. Vielleicht macht er selber mal ein Let's Show. Er hat ja die Ausrüstung und alles dafür. Er ist so das Tarnhäuschen das erste. Es ist schon etwa 15 Mal in die Luft gesprengt worden, weil wir einfach nie uns geschützt haben. Da habe ich angefangen, einen Tiertrenner machen. Also, aber irgendwie es bahnt es einfach nicht. Ich weiß nicht, was der Fehler ist. Vielleicht, weil ich es über einem Wasserdings gebaut habe. So kann man vorstellen, dass es das ist. Ich will auch so eine Röhre machen, wo die
Hühnchen von den Schweinchen getrennt werden, dann werden die Schweinchen von den Schäfchen und Kühen getrennt und dann werden die Schäfchen noch von den Kühen getrennt. So etwas will ich machen, schlussendlich. Das ist noch so eine kleine Baumfarm. Ich habe probiert, mal etwas anderes zu machen, nicht nur meinen anderen Wald. Einfach, dass es ein bisschen schön aussieht. Ich würde da gerne noch so Gravel-Zeug her tun. Wo ist er? Ja. So, ein Gravel-Zeug, irgendwie Wege machen, aber im Sumpf sieht es mir wieder zu dunkel aus und Sali du! Auf meinem Testgelände habe ich so eben mit den Wasserströmungen herumprobiert. Ich habe zuerst gedacht, es geht nicht mit 3. Habe aber auch gemerkt, bei meiner Monsterfalle, die Spinnen kommen nicht rein. Es ist zwar 2 breit, aber unten dran kommen sie nicht rein. Ich habe irgendwie zu wenig Platz, um die in den Kanal zu befördern. Und auch mit diesen normalen tun sich schwierig. So, das ist so mein Versorgungspattern für den Moment. Da habe ich muss wirklich schauen, dass ich nicht verhungere und habe dann da zwischendurch mal ein Brot. Da habe ich mal 4 Patterns gemacht und alles ohne Cheaten, gell Leute? Diamanthacke habe ich mir selber geholt, Verzauberung, habe ich mir selber mit meinen Levels finanziert, also wirklich geil. Da sind es eben mal 4 Reihen, vielleicht werde ich dort hinten dann nochmal, bis es 4×4 ist, das ist der Standardplan, 4×4 Patterns, A16. Dann mal schauen, wie das funktioniert. Also ich will es dann als erstes gerade mal so testen, darum bin ich schon am Wasser auffüllen. Also die Strömung fängt hier an. Und schon da wird man getrennt, also man kann nicht festsitzen, außer da. Da ist ein Punkt, wo die Mobs dann festsitzen, aber Leute, es ist nur einer. Es ist nur ein Punkt und wenn einer von hinten kommt, dann schiebt er den nächsten weiter und es bleibt halt immer einer stehen. Ich weiss nicht, wie ich es anders machen soll mit 3. Mir kommt da zwar gerade eine Idee, ich breche es nachher wieder ab, weil ich es nicht möchte hercheaten. Geh mal weg, Zombie. Warte jetzt mal. Also die dürfen sich nicht verbinden. Nein, ich muss es ja in die Mitte bringen. Ah, Leute, nein, komm, ich lasse das. Jetzt, ich will das nicht rumprobieren. So, und auch da hat es ein Stilles. Ich glaube, da nehme ich das wieder weg. Nein, das darf ich eben nicht wegnehmen, weil... Warte mal. So. Schaut, diese Strömung da. Da werden jetzt alle reingetrieben, oder? Aber wenn sie da rausgetrieben werden, werden sie da runtergetrieben und sind dann da. Und werden da weitergetrieben. Wenn jetzt das nicht da ist, werden sie da in die Ecke hergetrieben und bleiben da wieder stehen. Und dann 2 kurz nacheinander, wo sie stehen bleiben. Darum ist das Teil da. Oder? Also es hat alles einen Sinn. Ich habe mir da wirklich Gedanken darüber gemacht, habe ausprobiert, habe geübt mit dem Scheiß. Da bin ich jede Strömung austesten, was passiert, wenn sie da drinnen sind. Perfekt am Schild vorbei. Zack, oder? Voll cool. Da kommt wieder ein Schild leider. Ich weiß nicht, wie ich das anders machen könnte. Vielleicht einfach nochmal das Wasser da einbauen, nochmal so eine Welle. Dass man überall gut durchkommt. Da jetzt hat es das Problem nicht gegeben. Wahrscheinlich weil... ich weiß auch nicht wieso. Warte mal, ist es wegen dem gewesen? Nein, jetzt geh du weg, du Wasser da rein. Ah! Ich meine, ich jetzt nicht im Creative wäre, seht ihr, ich hätte jedes Mal meine neuen Kessel führen nehmen. Hätte müssen neues Wasser holen. Aber das ist das, was ich will. Genau das. Okay, da ist es genau gleich von der Strömung her. Egal, ja, das wird sie. Die neue Monsterfalle. Mein Baumhaus habe ich noch nicht weitergemacht, aber auch das werde ich ohne Cheaten dann fertig machen. Oder vielleicht im Creative, ich weiß es noch nicht. Aber ich möchte euch fragen, Leute, jetzt habe ich wieder nur gezeigt und nichts gemacht. Wo soll ich Let's Playen? Was ist euch lieber? Mit mir die Monsterfalle im schweren Gebiet, wo es wirklich hart ist? Vielleicht
wenn der Moriquesi sich entschließt, da auch noch mitzumachen, er ist lieber der Creative, er tut gerne seine Ideen freien Lauf lassen, ohne dass er aufgehalten wird durch Farmen. Ich brauche das Farmen amix, weil einfach, ich muss mir das verdienen, meine Materialien. Wenn er sich entschließt, vielleicht mal mitzumachen, können wir ja mal als dritten ein Let's Show oder ein Let's Play starten, ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich spontan, wenn ich rum bin und eins macht, also wenn die da sind, können mitmachen oder... Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr seht, ob ich die Monsterfallen baue oder wie ich sie baue, dann sagt mir das. Dann fange ich irgendwo ein anderes Ego-Projekt an, neue Monsterfallen auszutesten. Ja. Der Plan ist übrigens, dass da unten... Was ist da los? Egal. Dort unten habt ihr ja gesehen, das sind die 4 Patterns. Also 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, ob es in dieser Richtung ist. Aber die Ströme laufen von dort oben und dort oben so in die Mitte zusammen. Also in der Mitte von diesen 4 Patterns ein Strom mehr da rauf. Und dann kommt da sozusagen eine Röhre rauf, so wie ein Wasserhahn. Der ist dann so hoch, dass die Zombies raufgehen, über, runterfallen und dann irgendwo so gefangen werden. Vielleicht auch nur eins, oder dass sie irgendwo damit raufschwimmen, dass alle an einem Spot sind. Also, wenn sie raufschwimmen, Leute, wenn sie unten durchkommen und dann raufschwimmen, kann man es sammeln an einem Punkt. Und ich weiss nicht, ob ich das so machen werde oder ob es ein Freigeheg wird. Oder... Auf jeden Fall soll man dann hergehen, die Zombies reinfetzen, bam. Und EPs und Drops sollen ausgespielt werden. Das ist der Plan. So ein EP und Material, Wasserhahn. Ja, voll dabei. Das oben lassen wir mal noch sein. Nein, komm ich. Whatever. Ganz einen kurzen Blick. Ich hoffe, er wird nicht böse. Das sind unsere 2 Bitters. Es hat noch Platz für ein drittes. He? Vielleicht sogar ein viertes. Mal schauen. Fliegen. Er hat damals ein bisschen abgebaut. Alles allein gemacht. Auch ohne Cheats natürlich. Also. For real. Und ja, wir haben, ich sag's euch Leute, auf schwer macht es so Spass. Der Weg. Unsere Mine ist so dort unten. Ich zeige es so geschwind. Ah, komm, fliegen. Ist so dort unten und der Weg auf. Es war so geil gewesen. Einfach die Flucht von diesen Tieren. Und schaut mal, da habe ich eine neue Art von Lift gesehen in einem anderen Film. Das ist genial. Plöpp. Es hat einfach nur Style. Und ich glaube, das geht in jeder Höhe. Vielleicht muss man das Wasser mehr nehmen, vielleicht muss man dann einmal 3 Wasser nehmen. Aber einfach Style pur, finde ich. Und hops, zack, geht's weiter. Ja, ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und ich hoffe auf viele Antworten, dass ich das auswerten kann und nicht nur einen, der sagt so und einer, der sagt so und ich muss dann wieder selber entscheiden. Ich will wissen, was ihr sehen wollt. Also schreibt mir das unten rein. Und ja, ich will euch nicht den Kopf abbeissen, wenn ihr sagt, oh Mann, das will ich nicht sehen. Oder? Das ist doch... Jeder hat seine Meinung und so. Ich muss noch ganz kurz etwas zeigen. Mir ist noch was in den Sinn gekommen. Ich weiss, der Part geht schon wieder viel zu lang. Gottverdammt. Der Green Ray X5 kennen die sicher alle. Er hat da etwas gebaut und ich muss sagen, es sieht hure geil aus. Schau mal das Baumhaus an. Ich glaube, es ist auch Creative-Modus schlussendlich. Am Anfang aber nicht. Hat er gesagt, er ist 100'000 Mal runtergefallen im Bauen. Und ich kann nur ein Kompliment machen, also es ist echt geil geworden. Wirklich cool. So, wenn wir gerade da sind. Ah, Leute, das ist so schlimm. Ich komme nicht aus dem Zeigen raus. Wo haben wir es da? Eben, das habe ich so Tests gemacht. Wie bringe ich am besten die Spinnen rauf? Ich habe da mit Stegen probiert, mit
Half-Steps und so, alles mögliche. Und da habe ich eben die 3 probiert. Aha, da habe ich das zwar so gemacht, ne? Ja, aber das ist gleich nicht gut. Einfach die Strömung muss noch weg da. Dass es nicht irgendwo hergetrieben wird. Ja, whatever. Ja, ich will da schon eine Lösung finden. Oder wenn ihr eine Lösung habt, schreibt es mir rein, zeigt mir ein Video, macht selber ein Video und schreibt mir rein. What the heck? Ah, okay, ja, ist Bug. Das hat es seit dem Update, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, einfach so Löcher. Einfach nur strange, man kommt so halb rein und dann irgendwie nicht. Und hey, Leute, es ist viel zu lang. Ich wünsche euch alles Gute. Peace.